Okay. Wir sind ja mal gespannt, ob wir noch heute Lehrer werden. Weißt du, ich hab's lehren. Boah, ich werde heute Lehrer werden. Von der ganzen Recherche, die du gemacht hast. Mir hast keine Recherche gemacht. Ich habe just experimentiert mit Leuten. Die gelost hast du. Guck. Worüber schaut's mal an? Ich war da etwas ganz Schönes. Also, was kann schön sein, weil ich mit den Lippen mischt. Und wo ich Körperflüssigkeiten austauscht. Okay. Und sich Muskelklumpen gegenseitig an den Mund. Okay, nee, das ist keine gute Beschreibung. Wir schwatzen lieber Küssen. Yay! Aber nicht just Kuss generell mehr. Kuss mit der Zunge. Stimmt, das ist den ersten Kuss mit einer neuen Person. Ja, den ersten Kuss bei einer neuen Person. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwatzen alle Woche über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Okay. Mit Zunge oder ohne? Matschbaut oder? Aber bitte mit Sahne. Und kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern? Wenn ich war das? Wir haben Finale hat schon mal Action ou Vérité gespielt an der Primärschule. Wahrheit oder Tat? Haben wir das immer genannt. Police-Auto. Wir haben Action ou Vérité genannt. Und ich habe Action gewählt und ich musste einen anderen aus meiner Primärschule Klasse küssen und mit der Zunge. Und ich hatte aber einfach mega Halsweh. Und ich habe gesagt, hey, ich will das Woche nicht, weil ich schon Halsweh und ich will nicht, dass gerade mal lo, ich muss Zunge in den Hals stechen. Und ich war so weit geht Zunge gar nicht. Ich so, ja, ich weiß, mir das ist ein Ausdruck. Voilà, das war mega okay. Also das war nicht schön für dich. Ich habe mega nur Performance gespart. Ja, gut, Schlimmeres. Ja, war okay. Bei mir war es am ersten Schuljahr, du hattest einen Freund und wir haben immer an der Pause geknutscht. Ja. Tassi hatte Freund, Tassi hatte Freund. Ja. Der cool. Was schön. Und danach, ich weiß es nicht mehr. Ah. Wir waren jetzt von nicht mehr zusammen, ich weiß mal nicht, wie es gegangen ist. Das war alles noch so schön unkompliziert damals. Ja, das war noch Zeiten, wie ich 6 Jahre hatte. Ah, der gut. Wäre nicht mehr noch so jung. Und danach, am 6. Schuljahr haben wir Flaschendrehen gespielt. Und mit just einem Tipp, lauter medischer. Aber just den Tipp wurde mir gedreht. Und ich konnte auch medischer küssen. Ja. Das sind neue Regeln. Ja, mir keine von den Mädchen wollten auch noch Mädchen küssen. Komm mal spielen, der Pitti dir wieder küssen. Erstens, ich weiß nicht, was erstens ist. Ich kann mich jetzt noch im zweiten sagen. Erstens hat mir als alle Guten auf die Regel geeinigt. Und zweitens, sogar wenn irgendein von den Mädchen hat Welten oder kein Problem damit gehabt hat, andere Mädchen zu küssen, wollte kein das Mädchen sehen, was das proposiert und was sich irgendwie exposiert dadurch. Du weinst, war dann so, ja, okay, wir küssen all den Tom. War gut? Ja, das war nicht schlecht. Also für mich hatte so verschiedene Etappen. So, mir nur gefallen mit einem kurzen Kuss, also erst ein Kuss auf den Back, und dann ein Kuss auf den Mund, und dann lang, und dann den war es so, okay, die zwei, die sich küssen mussten auf die Toilette gehen, und geht mit, für nur zu gucken, ob sie sich auch wirklich küssen. Und da war so, also erst 5 Sekunden, dann 10 Sekunden immer mehr lang, und irgendwann war so mit Zunge, und ich weiß noch, schrecklich. dass ich dann meine Zunge benutzt habe und den Tipp war so auf 100.000, weil das sein echter Zungenkuss war und ich war mega froh. Oh Gott, oh, wie schrecklich. Also ich meine wirklich, die Tatsache, dass es just ein Tipp war, macht das ganz viel mehr eklig. Ja, aber ich hatte Spaß. Also mit einem E-Mail gemacht, ne? Okay. Es war E-Mail so nur der Kantin und voilà. Sehr gut. Verschiedene haben dann noch weiter gemacht, aber mehr ist nicht mehr. Ah ja, du grüßt was, wofür Ich war du kommen fertig. hast. Ja. Okay, ich habe alle gut aufgehakt. Verschiedene Sekunden lang an Song. Ich kann nur weiter. Okay, cool. Wir sind noch immer nicht, ich glaube, 4 drohen, weil das Kussen überhaupt. Ich meine, du hast gut erklärt, ganz am Anfang. Also ich meine, wir müssen das nicht nach Reinke durchknallen. Es muss ja nicht mehr Zunge machen. Nee, muss ich nicht. Wir können noch viel an den Muskel, den es da dem anderen an dem Drecks abhalten. Ich soll nicht drücken, das ist du, lo. Wie hast du da so... Es soll zärtlich sein. Es soll nicht wie eine Waschmaschine sein.
das tun ich auch schon erlebt. Okay. Dass du einfach Kuss und du nur hast dein Gesicht nass und du fühlst dich, wie wenn ein Hund dich aufgelegt hat und du war so, Ja. Nee. Das darfst du nicht kussen. Nee, das ist richtig. Don't do it. Mir hast jetzt mal davon, wie ist das dann, wenn in die Echtkehr eine Person kusst, wo ihn initiiert, und wo gewesen, ob in dir oder nicht dir. Und ob den anderen will, und wo die will, und wie die will. Kussen. Kussen. Was tut dir da lo gedurcht? Hi, ich schon ein dick, coole Video gesehen. Schon die Reklame mega gern. Und ich fand, dass die ein wunderschöner Kurzfilm wie, fand nicht eine Reklame wie für blöde Parfum. Mais, es ging eine Lacoste-Reklame, wo da zwei, bei einem Tisch sitzen, ein Couple, und, also das ist natürlich noch kein Couple, das ist ein Date im Moment. Und es geht immer hin und her geschnitten von, wo den Typ sich anfängt noch viel zu lehnen, für zu kussen, also für den Kuss zu initiieren. Und währenddem geht drüber geschnitten, ob wie den Typ auf einem Heischhaus ist, an Richtung, an vom Haus lebt, für Ruf zu sprangen, so. Aber nicht, als das Käse selbst macht. Nicht als Selbstmacht durchstehen. Mir springt es so an Blut, dem Moment, wo hier so bei hat geht, an hier fällt durch die Luft, an dem Moment, wo hat Zurückkuss, könnte hat auch an der Luft, jemand gängt an, sie gehen abgefangen. Mama kann, das ist ein guter Kuss. Mir ich fand so schön die Reklame, weil ich fand, dass es so schön vermittelt, wie schlimm das sich auffiel, das zu initiieren, und nicht wissen, nicht, ob er noch fällt oder ob er abgefangen wird, weißt du? Voilà. Ja. Ja, ich kann mit meinen Beschreibungen abhaken. Boah, du hast die Reklame nicht erfunden, aber nee, das hat sich gerade so gefehlt. Ich habe es zwar nicht ganz gut erklärt, mich dazu so. Fand ich mir so, also es war kein Selbstmord, dann ist es nicht schief gelaufen. Schon noch die ganze wenn ich kriegt not keier nee doch das klingt gut boah also prinzipiell göttet net irgendein Standardformel für wenn ich dem Moment aus das nicht automatisch am ersten Date oder am zweiten Date wo der Moment kommers für einen echten Kuss. Das muss ich so machen, wie es fehlt, und gucken, welche Vibes ich kriege von der anderen Person, an diese können sehen, wie sich die andere Person körperlich zu einem verhält, ob sie echt da eine open Körperhaltung hat, dann normal vielleicht upegt, oder ganz einfach auch den Moment, wo ihn, wie du beschrieben hast, sich ob Gesicht von dem anderen so bewegt, wenn die Person einen Schritt zurückgeht. Also das kann ein Unzeichen dafür sehen, dass sie vielleicht gerade kein Kuss wird. Ja. Oder irgendeine Form von Körperkontakt. Ich fand dafür ganz schön die Regel von 50-50 oder 80-20 so. Also, wenn du initiierst, dann gehen nie 100% ran, gegen so. Ich so ein Gay vielleicht 80% Maximum, und los die andere Person die 21% machen. Ne? Ja. Ja, weil auch dem Moment kannst du noch merken, sogar wenn die Person den Schritt zurückgeht, sie kann aber durch ihre Mimik, durch ihre Kopfhaltung signalisieren, dass das gerade nicht erwünscht ist. Ja. Erwünscht das, genau. Yes. Wobei, also Thea den noch immer von Männern hauptsächlich, die einfach die 100% direkt gange sehen, und wo das dann auch teilweise erfolgreich war, oder heinst du auch nicht könnt, also wo sie ein bisschen so drauf kommen lassen. Vielleicht gefällt der frei so ein bisschen dominiert zu gehen. Also ich persönlich so, das ist viel größtes Risiko. Die meisten Leute fühlen sich immer da höchstwahrscheinlich überrumpelt. Also, es kann natürlich sein, dass in sich wirklich zu 100% sicher ist, als wäre im Grunde auch immer, vielleicht auch, weil ein Gespräch drüber stattgefunden wird, weil da das offensichtlichste, den offensichtlichsten an dies, den man übersprungen hat. Aber es kann ihn tatsächlich auch nur frohen. Oder so, weil die selber will, da sehen zum Beispiel eine Person kussen will, und gucken, wie sie reagiert. Also, das ist nicht unbedingt ein Erotik-Killer. Nee, nicht unbedingt. Drüber zu schwätzen. Nee, geht oft so gemacht, weil Jolo über Konsent und so weiter geschwat geht immer, Gott sei Dank. Mir geht oft so gemacht, wie wenn den ähnlichen Moja wäre rauszufinden, ob die andere Person das will oder nicht, wird zu frohen, und das kann aber ganz oft ein bisschen komisch sehen, also dass ihn dann unbeholfen rüber können oder was auch immer, oder das ist einfach irgendwie ein bisschen der Moment für die möchte. Mit dem Moment, also wenn sich nicht 100% sicher ist, dann will ich noch nicht frohen, dann
ja, dann meine ich, könnt die Regel gut matt. Geh einfach mal ein Steck dran, dann guck, ob die andere Person da du irgendwie entgehen könnt oder nicht. Ja. Ja. Mir auch mal drüber schwatzen, also ich meine, gibt zwei Möglichkeiten, entweder also wirklich direkt den Moment, wo ich ihn machen, dass ich frei, dass das okay, wenn ich dich kussen zum Beispiel, oder dass ich am Vierfeld so eine Gespräch hört, genre, also prinzipiell, falls der Moment sich ergibt, okay, wenn ich dich kussen. So, also ich meine, das sind zwei Varianten, die nach ein Jahr auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren. Ja, absolut. Ich fand es auch interessant, weil schnell bei der Recherche ein bisschen rausfand, was ich mir nicht bewusst war, dass es just an 46% von der Kulturen überhaupt ein Saros auf eine romantische Art und Weise zu kussen. Also ich habe gemerkt, dass wir etwas Instinktives, was so am Mensch drauf ist, sich gegenseitig zu kussen, mir das am Anfang gar nicht vor. Also der Groß von der Kulturen machen das gar nicht. Und das ist just durch das westliche Aussichten und dann dadurch, dass das auf der Hölle dauernd lebt, dass wir irgendwie denken, dass das generell so gemacht geht. Und das ist aber nicht wahr. Und dass dann so die HD Tabas hin zu Sex auch. Ja, so ein anderer Punkt, nee, das ist Ja, mir schon, also das ist nur gerade in einem romantischen Sinn, mir ist auch prinzipiell sexuell konnotiert, also du gehen also bestimmt viel unterschiedlich Aussichten, darüber mir ich persönlich gesehen kussen zum Beispiel schon als mehr sexuell wie in einen Arm holen oder einem über direkt fuhren oder was auch immer, also das schon absolut. Am Anfang die erste Etappe hin zu einem mehr sexuellen Umgang mit. Nee, das ist auch interessanterweise, wie wir auch schon geschwat haben über Orgasmus oder Masturbation und so weiter, ist auch Kussen gut für die Gesundheit. Weil eigentlich, wenn wirklich gute Kuss hast, sind nämlich immens viele Rezeptoren an den Lippen. Und wenn du gute Kuss hast, dann geht immens viel Oxytocin und Endorphine und so weiter ausgeschüttet am Gehirn und kann wirklich dich relaxieren und eben den Gesundheit. Glücksgefühle auslösen. Ganz genau. Eine gute Sache. Yes, das gut. Das allerdings möchte der Konträr, wenn es nicht flott ist. Ja, oder wenn den anderen Grip hat. Ja. Ja. Da kann ich nämlich sich ausstehen. Das ist korrekt. Aber, kussen mich doch, dass du unbewusst, das ist mega technisch biologisch, aber dein Unterbewusstsein kann du mal da lesen, ob die Person gut dafür geeignet ist, für sich mit der zu reproduzieren, ne? Weil du dann du rausfinden kannst, ob der hier das Immunsystem anders abgebaut ist wie dein, aber wenn der dagegen zusammen reproduzieren, dann gibt das viel mehr gesund Baby auf die Welt bringen wie eine andere Person zum Beispiel. Also bei Männern und Frauen. Ja. Also ich gehe zwar davon aus, dass dein Unterbewusstsein dieselbe Reaktion hat, wenn es eine gleichgeschlechtliche Person Kuss. Ja. Just, dass es nicht mehr relevant ist. Weil insgesamt also nicht so ernst. Also es gehen wirklich Sachen, die substanziell anders ziehen, nur dem, ob es mit einer Person mit einem Penis misst oder mit einer Person mit einer Vagina mehr kussen, also aufgesehen nur von zum Beispiel Bartstoppeln oder überhaupt Barthaar spieren währenddem sie oder was auch immer, Lipsen und Zungen, das sind alles Sachen, die plus ou moins selbst funktionieren, auch von das Vorurteil kursiert, dass Frauen sollen besser kussen wie Männer. Wirklich? Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, mehr Männer aggressiv. Aber das hängt doch immer davon ab, was die gerne. Ja, das ist richtig. Ja, da sind wir bei der größten Frage, war das ein guter Kuss? Und es hängt natürlich auch immer zusammen, was die gerne hat. Aber ich hatte für du schon die Waschmaschine angeschwart. Also generell ja einfach seine Zunge rastierst, so weit wie es geht. Oder so, was auch immer, so mega schnell hin und her bewegen. Oder sich so mega fast mit den Lippen wieder den drücken, so dass ihn einfach weh hört. Also, wenn ihn das gerne hört, also das kann halt ganz angenehm sein. Aber prinzipiell, mich hat sie da halt über den ersten Kuss bei einer Person, die ihr kennengelernt hat. Und da gebe ich prinzipiell rekommandieren, nicht einfach mal los umzugehen. So, und einfach mal zu gucken, was die andere Person möchte. Und nicht schon mit einer aggressiver, extrem nasser Form umzufangen. Also das hängt davon auf, du kannst in dem Moment, genau wie man so, jetzt gucken, ob den anderen interessiert, also dann nicht kannst du Körperspruch lesen, und schmengen, hier ist halt ähnlich. Also das hängt von der Situation auf. Ja, genau, ich sollte ja gucken, was die andere Person möchte. Ja, genau. So, ne? Mir nicht einfach mal so den Zunge bis ganz vorne hinstierchen. Mir das egal, welche Menschen. Ja. Mir,
voilà, da sind verschiedene Sachen, die kann Froen, wenn die ich keine Person kusst, und Mundgeruch und Lippen und dröschen Mund und so viel Nase im Mund, also es gibt wahrscheinlich so viele Sachen, die ob einmal einem durch den Kopf gehen, die ihn vielleicht nicht mehr hat, wo ihn langsam einen Partner hat oder so, an immer dynamische Person geküsst hat. Beim Mundgeruch und schon einen guten Tipp, wenn du zum Beispiel knödelig gehst und du wegen der Mundgeruch ist, dann kannst du einfach der anderen Person auch knödelig zu essen gehen. Und dann merkst du nicht mehr. Und da will auch sicher kein anderer mehr hier. Naja, perfekt. No. Voilà. Das wäre mal mein Tipp von mir noch gewesen. Für drische Lipsen oder drische Lipsen vielleicht nicht mehr drischen im Mund, trinken, Wasser trinken. Kann Heinz du schon mal helfen. Natürlich kann ich noch in drischen Mund, weil ihn abgeregt ist. Ein Kamalsuckeln hilft doch bei drischen Mund. An beim Mundgeruch. 2 in 1. Bam! Oh mein Gott. Ich muss Kur gehen oder so. Ja, das sind mega gute Tipps an. Was möchtest du, wenn ihn als 4 Speider Mund tut? Einfach speizen. Nicht an dem anderen seinen Mund speizen. Einfach drüber. Wobei der doch kann erotisch sein. Ja. Schlecken. Und ich muss so scheiern. Einfach pur mal aufschlecken, das ist nämlich ganz viel Spaß im Mund. Und dann. Mit dann, ja, und Sachen hören von Leuten, die dann einfach die ganze Zeit sauren, währenddem sie kussen, weil sie wollen. Saugen. Ja. Für das der Spaut soll zurückgehen. So. Oh. Und das ist auch ziemlich unangenehm für die andere Person. Das kann ich einfach auch mal 1 Sekunde eine Pause machen und schlecken. Voilà. Ja. Im Moment, ich habe gerade so viel Spauder in meinem Mund gesammelt, dass ich einen kurzen Moment brauche. Okay, ich bin bereit. Ja. Oder es kann ich einfach nicht schlecken und ich hab's so. Das ist alles akzeptabel. Entweder dem Ansingen-Variant oder Mengen, die könnt dezidieren, was dir besser gefällt. Weil da den Tipp von der Person, die geschwat Workshops wird gehen an dem Fall, oder von das Hunde statt Lipse schmieren, das ist sowohl nämlich rau wie auch Zucker 6. Was schwätzt du denn? Ich gebe Tipps. Hey, ich bin seriös, um eine Konversation zu machen, an Informationen darüber zu bringen. Ich habe nämlich gerade so gedurcht, par rapport zu der 80%, 20% Regel, dass ich eigentlich mal einen Tipp gedanzt tun, an den probiert, den also eben so auf dem Stück kommen, so mit Motto 80%, und ich gucke mich noch, oder Voltbar 100%, und ich gucke mich noch so am letzten Moment so wasch gedreht, und du noch ein probiert. Ei. Und du wie mal ein paar Wochen drauf gesehen und nicht noch ein probiert. Ei. Und dann hatte ich mittlerweile Motlet mit dem und nur gehen. Nee, Nicht weil ich, ja, schöne geküsst, nicht weil ich wollte, aber da dachte ich, den Namen Tipp, und nicht so drauf gehen. Oh mein Gott. Und dann hast die Waschmaschine gekommen und du warst so, boah, Ei. nee, das war es. Oh, frag. Ja, du, so viel zu einem schlechten Kuss, also ich meine, das Gute in einem schlechten Kuss ist, dass du nicht muss ein zweite Kehr machen. Nee, du stirbst nicht so. Schlimme, weil es einen Emol geküsst hast. Genau. Auch von denen du tippt, das in dem Fall gemengt wird. Oh mein. So, weil, wenn du nicht mehr du willst mit mir auf ein Date gehen, wie weit hast du mich da geküsst? Ei. Ich kann machen, was ich will. Dazu auch zu dem Prozentsatz, was ich auch hasse, als ein 120%. Was heißt, entweder Kopf unhalen oder weil ihm am Kopf wieder länger Mauer ist oder so sind es da wieder an die da kann ich mehr gehen für überhaupt Kopf auszuweichen. Oh mein Gott. Voilà, das sind alles No-Gos, okay? Also das sind schlechte Küsse. Mir etabliert, weil der gute Kuss ist, aber der schlechte Kuss ist. Yes. Prinzipiell meine ich gif Uroden sich nicht zu viel unter Druck zu setzen und nicht zu viel sich Vierwürfe zu machen oder was auch immer, wenn der nächste Kuss nicht mega gut wäre mit einer neuen Person, weil ja, es ist normal, dass sie ein bisschen braucht, vielleicht für da weiß zu finden, die gut ist, oder für einfach sich drum zu gewinnen, eine andere Person zu kussen. Also nicht, weil es nicht gefunkt wird, weil der Funke nicht übergesprungen ist, beim ersten Kuss heißt das nicht, dass es nicht nachklappen kann. Ja, und auch wenn es ein bisschen komisch war oder so. Also ich meine, wenn ihn sich gern hört, dem Moment, manches ist halt nicht so schlimm. Und das ist ja immer eigentlich auch ein bisschen eine Ungewöhnungsphase zwischen zwei Leuten, wo ihn sich ein bisschen aufpasst. Wo mir das so gefällt der Person nicht. Und dann, was ihn mir oft möchte, war das sich mehr abbalanciert. Yes. Korrekt. Deck gut. Kann ich kein HIV kriegen. Gott sei Dank. Durch Küssen. Also, oh Merd.
richtig. Andere Sache schon. Okay. Benutzt Verhütungsmittel beim Sex. Mir nicht beim Kussen. Für mich komisch, wenn du gegen so ein Kondom Kondom ja. Im Moment. Voilà, c'est gut. Ein gut froh? Wat aus Sexshaming? Ein gut froh. Gut gefrot. Sexshaming heescht, ihn zu shamen, also zu machen, dass die Person sich schummt, für bestimmten sexuellen Verhaltensweisen. Heute zählen wir 3 unterschiedliche Formen davon ab. Nummer 1. Slut-Shaming. Slut, also beleidigend Wort am Englischen, weil so viel heescht wie Hauer, Schlampe oder Pütt. Löscht mit beleidigende Wörter, mit sexualisiertem Kontext, die sich gegen Frauen richten, als lang. Das Komische daran ist, dass ich noch immer nicht genau weiß, was eine Frau da zu einer Slut möchte. Sind das Frauen, die viel Sex haben? Okay, aber wie viel ist da zu viel? Und wo hält zum Beispiel viel Erfahrungen ab, fängt verhauert an? Für unterschiedliche Leute ist unterschiedlich viel Sex viel. Wie wäre es, wenn wir all selber könnten entscheiden, wie oft oder wie viel Sex wir wollen haben? Und mit wem und mit wie viele Leute? Statistisch gesehen, haben Frauen an monogame Beziehungen mehr oft Sex wie Frauen mit wechselnden Sexualpartner und Partnerinnen. Sind das dann auch nur Schlampen? Oder geht es nicht um den Fakt, dass Partner und Partnerinnen dax wechseln und das Problem ist nicht an der Frequenz, die es Sex wird? Wir wissen da lo viel Sexualpartnerin. Oft die Frauen noch geslutshamed, die sich freizügig undoen. Mehr mit wie viele Leute es Sex hat nichts dazu dienen, wer in Kleidung ihnen undeht. All Mensch soll sich so kleiden können, wie hin oder hat, an dem Fall will und sich wohlfühlt. Und das sieht nicht mehr wie, das hei ist, wie ich Haut wollt ausgesehen. Einer Fall, wo Frauen geslutshamed gehen, als wenn sie flirten, an den ummachen und da kein Sex wollen. Mir auch flirten, die jeder reden, so viel wie hier oder hat will, anders führen allem kein Versprechen ob Sex. Swat. Die Beispiele weisen, Beleidigungen wie ein Slut oder Pütt, aufgesehen davon, dass sie nicht mit Sex zu denen haben, sind am Anfang nicht mehr dazu da, sexuelle Verhalten und Ausgesehen von jungen Frauen zu beurteilen und zu kontrollieren. Zum Beispiel ein von den Angst vor Mädchen an der Schule ist, als Schlampe oder Hoher bezeichnet zu gehen. Das problematische Heirunner ist auch den Doppelstandard. Männer, die viel mit Frauen schlafen, sind Helden oder cool oder ein richtiger Mann, was auch immer das heißt. Während Frauen, die das selbst Verhalten haben, oft Aufwertung erleben. Was ich mir dann nicht so will, ist, dass nicht mehr Männer Frauen slutshamen. Am Gegenteil, wenn andere Frauen und Mädchen sich gegenseitig schlecht machen, ist das genauso problematisch. Weil, wie können wir irgendeinem vermitteln, dass man nicht so genannt will gehen, wenn wir uns gegenseitig auch so bezeichnen? Mein Tipp wäre heu, wenn ihr die nächste Karriere hört, dass ihn als Hoher, Schlampe, Pütt und so weiter bezeichnet wird, kann ihr sagen, das ist kein Pütt, das ist eine Frau, die selbstbestimmt mit ihrem Körper und ihrem Sexualleben umgeht, ohne Denkmeinung dazu zu brauchen. Eine andere Form von Sexshaming, über die ich heute will schwatzen, ist, wenn ihr seht, dass eine Person prüd ist oder verklemmt. Sexualität ist so präsent in Werbungen, Filmen, Bücher, Serien, Musik, dass ihr sehr kann Gefühl kriegen, dass ihr selber etwas falsch mischt, wenn ihr kein oder wenig Sex habt. Dabei möcht ihr nimmer Gebrauch für seinem eigenen Recht auf Selbstbestimmung. Sexuelle Freiheit heißt, sich dazu entscheiden zu können, Sex zu haben oder eben auch kein Sex zu haben. Oder nimmer an stabile monogame Beziehungen oder an andere Beziehungen, an denen sich wohlfühlt. Prüd oder verklemmt sie wieder die Menschen verletzen. Et gibt kein richtig und falsch Sexleben, auch wenn einem das oft so vermittelt wird. Et gibt nimmer das Sexleben, was für dich gut ist, aber bei dich passt. Eine letzte Form von Sexshaming ist, wenn ihr seht, du bist verrückt oder da das verrückt. Wir schwatzen oft negativ über Sachen, die man nicht kennen oder nicht verstehen. Viel Fetische auf Vierliften gehen in unserer Gesellschaft nicht diskutiert oder negativ durchgestaltet. Ein Faustfetisch zum Beispiel ist den häufigsten Fetisch in Deutschland und der wird nicht mehr schlecht geschwat oder lächerlich gemäht. Dabei kann ich nicht kontrollieren, ob was wir stehen oder was wir gut fanden. Wir sollten also abhalten, andere Leute für ihr Verhalten verrückt zu nennen und zu verurteilen. Sexshaming, also schumt auf bestimmte sexuelle Verhaltensweisen zu lehen, verhält nicht mehr dazu, dass all Mensch sich schlecht und lang verwirrt fühlt. Davon hat keiner etwas. Dafür habe ich eine ganz kleine Ansammlung von Sachen, die ihr so kann, am Platz Leute zu schämen. Du hast einen One-Night-Stand, aber ist mega glücklich drüber? Cool, erzähl mal.
Du hast seit Jahre kein Sex, fühlst dich wohl, dann erfüllt man deine Arbeit, Freunde und Hobbys? Mega! Du willst über dein Sexleben nicht mit mir schwatzen? Alles klar. Ich erzähle dir auch nichts von Mengem, wenn dir das unangenehm ist. Du stehst drauf, ob Leute pissen und deine Partnerin hört das auch gern und die hat noch voll Sexleben und eine gesunde Beziehung. Herzlichen Glückwunsch! Du bist in einer monogamen Beziehung und die hat meistens Sex an der Missionarstellung und danach schläft er kuschelnd an? Nice! Dir hat nach Froen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt es auf sex@ara.lu. Erfroe gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Ëmmer Grand Duchesse Charlotte. Den CESAS geht all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.